Weit entfernt von den sonnenverbrannten Stränden am Mittelmeer gibt es ein anderes Spanien mit einem ebenso eigenen, unverwechselbaren Charakter. Navarra ist eine autonome Gemeinschaft und spanische Provinz. Hauptstadt ist Pamplona. Autonom heißt, es gibt historisch gewachsene Privilegien, sie heißen Fueros, die von der spanischen Verfassung anerkannt werden. Navarra ist etwa 4-mal so groß wie Luxemburg. Von den Pyrenäen bis zum Ebrotal sind es zwar nur 150 Kilometer, es gibt darin aber 3 Zonen mit recht unterschiedlichem Klima. Im Bastan-Tal liegen die Orte geschützt durch die sanften Hügel der westlichen Pyrenäen. Durch ihre exponierte Lage unmittelbar an der Grenze zu den nördlichen Nachbarn waren die Bewohner schon immer die Vorposten in den zahllosen Auseinandersetzungen. Amaiur ist das älteste Dorf in der Region. Die schmucken Häuser reden nicht nur von einem gewissen Wohlstand, sondern zeugen auch von dem Stolz der Menschen. Der war bisweilen so groß, dass sie sich selbst in den Adelsstand erhoben, ohne sich um die geneigte Zustimmung der Fürsten zu scheren. Noch immer schmücken die Adelswappen die Stammhäuser der Familien. Ihren Reichtum verdienten und verdienen sie sich in der Landwirtschaft. Die Wolken, die von den Pyrenäen aufgefangen werden, liefern dem Bastan-Tal eine Menge Wasser. Und dieses Energiepotenzial wird von den Bewohnern geschickt genutzt. Seit mehr als 300 Jahren gibt es den Getreidespeicher und die Mühle von Amaiur Maya. Sie ist bis heute in Betrieb. Mais und Korn wurde früher von 30 Familien aus der Umgebung zur Weiterverarbeitung angeliefert. An der Renovierung vor ein paar Jahren beteiligten sich private Investoren und zu 70% die autonome Gemeinschaft Navarra, die ihre Beteiligung an Bedingungen knüpfte. Die Mühle soll weiterhin ihrer Aufgabe nachkommen, heißt, jeder darf hier sein Getreide wie bisher mahlen lassen. Dazu kommt, als Casa Rural öffnet sich die Mühle für Gäste. Ein Programm, das in Navarra den alten Baubestand sichern und zugleich die touristische Infrastruktur verbessern soll. Denn auf den Tourismus setzt Navarra große Hoffnungen. Tourismus mit Augenmaß, nachhaltig. Der Schutz der Natur und der gewachsenen Strukturen hat erste Priorität. Fehler, wie sie in den Küstenregionen begangen wurden, will man hier im Norden vermeiden. Santiago Oteza ist Rentner. Sein Hobby ist das Schnitzen von Dingen, die früher in jedem Haushalt verwendet wurden. El caico se usaba para ordeñar las vacas. So eine Schüssel hat man früher zum Melken der Kühe benutzt. Aber auch die Milch hat man darin gekocht. Dazu wurden Steine in einem Ofen erhitzt und die sind dann in die Milch gelegt worden, bis sie heiß war. Für das Melken der Kühe und besonders für den Milchstrahl war diese Form ideal. Man hatte einen kleinen Schemel, ging auf die Knie und das hat dann genau gepasst. Inzwischen werden diese Holzgefäße aus hygienischen Gründen nicht mehr benutzt. Es sind Geschenke
und manchmal kommen Touristen und kaufen sie als Souvenir. Navarras größter Schatz ist die intakte Natur. Fast die Hälfte des Landes steht in irgendeiner Weise unter Naturschutz. Es gibt Naturparks, Naturschutzgebiete, Reservate. Die Pyrenäenregion spielt dabei eine besondere Rolle. Über 250 Vogelarten leben hier das ganze Jahr über. Für viele Zugvögel ist dies ein Rastplatz auf ihrer Route zu den Sommer- oder Winterquartieren. Für bedrohte Arten gibt es Schutzprogramme, damit die Populationen wieder heranwachsen können. Miquel Barberena ist Metzger in Garralda. Der kleine Ort liegt im Aezcoa-Tal, im Nordosten Navarras. Seit fast 4 Jahren kommt Miquel regelmäßig 1- bis 2-mal in der Woche zu dem abgesperrten Futterplatz, verteilt Fleischabfälle und Knochen möglichst gleichmäßig auf dem kleinen Plateau mitten im Wald. Der Tisch für die ungewöhnlichen Gäste ist gedeckt. Seit 2003 ist es den Bauern in der EU verboten, totes Vieh auf der Weide einfach liegen zu lassen. Die Angst vor Seuchen wie dem Rinderwahnsinn hat den Geiern einen großen Teil ihrer Nahrungsgrundlage entzogen. Mit der Fütterung sollen auch Übergriffe der hungrigen Aasfresser auf Schafe und Rinder auf den Bergweiden verhindert werden. Das Aezcoa-Tal ist eines der schönsten Pyrenäentäler. In den wenigen kleinen Ortschaften haben die Oreos, die Getreidespeicher, die Jahrhunderte überdauert. Mais und Korn waren knapp und mussten daher besonders geschützt werden. Die Speicher stehen daher in Säulen, auf denen eine überstehende Steinplatte verhindert, dass Nagetiere eindringen können. Die ältesten der Speicher stammen aus dem 14. Jahrhundert. Sie wurden zu Kulturgütern erklärt. Aezcoa liegt im Irati-Wald und über den gibt es viele Geschichten zu erzählen. Er ist mit 170 Quadratkilometer Fläche, das ist etwa 10-mal so groß wie Helgoland, einer der größten Buchen-Fichten-Mischwälder Europas. Hexen und Nixen leben hier und nicht selten zeigt sich Basachun, der Herr des Waldes. Ein freundlicher Riese, der die Wanderer sicher an ihr Ziel bringt, so erzählen es die Alten. Irati, das ist Natur pur, ein Gebiet zum Wandern, zum Reiten. Nur mit Genehmigung gibt es die Möglichkeit zu einer Allradexkursion. Angel kommt aus Garralda. Er will mehr als seinen Gästen nur die schöne Landschaft zeigen. Er liebt den Blick hinter die Dinge und weiß viele Geschichten über sein Land zu erzählen. Der Aezcoa-Teil des Waldes war ein Geschenk von Sancho dem Starken im Jahr 1229. Die Bewohner stellten in den vielen Kriegen, die es hier gab, seine Leibwächter. Für ihr tapferes Verhalten schenkte ihnen der König den Wald. Im Laufe der Geschichte hat der Wald dann viele Male den Besitzer gewechselt. Seit 1978 gehört der Wald wieder den Bewohnern des Tales. Sie kümmern sich darum und sie profitieren davon. In Navarra müssen mindestens 20% der Gewinne, die aus dem Wald erzielt werden, wieder im gleichen Wald für Verbesserungen investiert werden, zur Aufforstung und anderen Maßnahmen zu seiner Erhaltung. Der Rest wird unter der Bevölkerung aufgeteilt.
In den sanften Hügeln der westlichen Pyrenäen haben im Laufe der Jahrtausende viele Völker ihre Spuren hinterlassen. Dolmen belegen Siedlungen einer Megalithkultur aus der Steinzeit. Kelten, Römer, Westgoten, Franken und Mauren benutzten die relativ niedrigen Pässe. Heute sind die grünen Hänge des 1400 Meter hohen Urkulu oder des 1000 Meter hohen Orgambide die Sommerweidegebiete der Viehherden. Ein Dorado für Schafe, Rinder und Pferde, die bis zum Herbst frei umherstreifen dürfen. Bergwandern ist so etwas wie der Nationalsport in Navarra. Es gibt ein dichtes Wegenetz und viele Angebote. Dennoch bleibt Raum für einsame Wanderungen weit ab vom Lärm auf den Spuren der steinzeitlichen Jäger und Nomaden, von deren Leben die Steinkreise am Wegesrand erzählen. Im Norden, in der französischen Region Aquitanien, liegt Saint-Jean-Pied-de-Port. Dort beginnt die erste Etappe des französischen Jakobswegs, die Passstraße nach Roncesvalles. Es ist ein harter Einstieg für die noch ungeübten Wanderer auf dem Weg nach Santiago de Compostela. 33 Kilometer, fast die gesamte Strecke, geht es richtig heftig bergauf. 900 Meter Höhenunterschied müssen bewältigt werden. Knapp 9 Stunden weist der Wanderführer für die Strecke aus. Nicht selten wird der Weg zu einem wahren Martyrium, das 11 und mehr Stunden andauert. Nur wenige haben so kurz vor dem Abstieg nach Roncesvalles einen Blick für das wunderschöne Bergpanorama übrig. Die Pilger kommen durch das Valle Carlos. Hier soll die Nachhut Karls des Großen auf dem Rückzug aus Spanien am 15. August 778 vernichtend geschlagen worden sein. Und zwar von Einheimischen aus Rache für die Zerstörung von Pamplona und nicht von einem Heer der Mauren, wie das Roland-Lied erzählt. Zieleinlauf in Roncesvalles. In knapp 1000 Metern Höhe wartet endlich die ersehnte Pilgerstation auf die müden Wanderer. Das Refugio ist in dem ehemaligen Hospiz untergebracht. Der Riesenraum ohne Fenster ist die günstigste Art zu übernachten und daher fast immer ausgebucht. Hier gibt es auch den ersten Stempel im Pilgerausweis und für den, der Glück hat, auch noch einen Platz für die Nacht im 100-Betten-Schlafsaal. Nachtruhe ist hier übrigens um 22 Uhr. Besondere Bedeutung bekam Roncesvalles, nachdem in Santiago de Compostela das Grab des heiligen Jakobus entdeckt wurde. Sancho der Starke hat dafür gesorgt, dass hier ein würdiges Kloster entstand. In der Kapelle St. Augustin steht sein Sarkophag. Sancho soll 2,23 Meter groß gewesen sein. Das Glasfenster zeigt ihn in der Schlacht bei Las Navas de Tolosa, in der es gelang, den maurischen Herrschaftsbereich in Spanien zurückzudrängen. In Navarra gibt es so viele wichtige Kulturdenkmäler, dass die Wahl, welche man besucht, schwerfällt. In der Zona Media Oriental, dem flachen Land südöstlich der Hauptstadt Pamplona, liegt das Castillo de Javier. An der Grenze zwischen Navarra und Aragon war es eine wichtige Verteidigungsanlage. Sie wurde im 16. Jahrhundert zerstört und erst 1952 wieder aufgebaut.
Die Basilika neben der Burg stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde zu Ehren von San Francisco Javier, dem Nationalheiligen von Navarra, errichtet. Javier war ein Mann mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Zusammen mit Ignatius von Loyola ist er Mitbegründer der Gesellschaft Jesu. Als Priester bereiste er im 16. Jahrhundert Südostasien. Er missionierte in Goa, Südindien, auf den Inseln des malaiischen Archipels und in Japan. Er starb auf einer Reise nach China an einer Lungenentzündung. Dem heiligen Javier wird die Rettung Navarras aus einer Cholera-Epidemie Ende des 19. Jahrhunderts zugeschrieben. An den ersten beiden Märzwochenenden ist das Castillo Ziel zweier Wallfahrten, an der Tausende von Pilgern, getrennt nach Frauen und Männern, teilnehmen. Das Castillo de Javier ist eine Station auf dem aragonischen Zweig des Jakobswegs. Nicht weit von Puente la Reina liegt frei im Feld eine kleine, geheimnisvolle romanische Kirche, Santa Maria de Eunate. Es gibt verschiedene Vermutungen, wozu sie gedient haben mochte. Sie sei Friedhofs- und Hospizkirche für die Pilger gewesen oder von den Templern als Heiliggrabkirche genutzt worden. Für Esoteriker ist sie einer der Kraftorte dieser Erde, wie zum Beispiel das Taj Mahal oder Notre-Dame de Paris. Für andere ist sie einfach nur der Hintergrund für ein Erinnerungsfoto auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela. Die Aktion Jakobsweg hat sich zu einem guten Geschäft entwickelt. Waren es im Jahr 2000 noch 55.000 Pilger, so zählte man 2008 schon über 125.000 Wanderer, die nach Santiago de Compostela unterwegs waren. Jag kommer från Sverige och har 5 veckor på mig för att nå Santiago de Compostela. Ik loop hier nu sinds een week of 4 en ik woon in Holland. Ich komme aus Kölsch-Büllesbach. Ich habe mir 6,5 Wochen Zeit genommen, um diesen Weg zu gehen. Ich hoffe, ich schaffe es. Eine internationale Truppe, die sich nicht unbedingt nur besinnlich auf Wallfahrt begibt. Der aragonesische Weg und die Route, die von Roncesvalles kommt, treffen in Puente la Reina zusammen. Seit fast 1000 Jahren überqueren die Pilger den Rio Arga über die Römerbrücke. Die Rua Mayor erfreut sich nur am Nachmittag einer geradezu beschaulichen Ruhe. Vormittags und abends drängen sich Pilger und Einheimische in der engen Schlucht zwischen den historischen Adels- und Bürgerhäusern. Im Mittelalter war Puente la Reina ein bedeutendes Handelszentrum. Bis Anfang des 14. Jahrhunderts war die Stadt im Besitz des Templerordens. Aus dieser Zeit stammt auch die Klosterkirche Iglesia del Crucifijo mit einem ungewöhnlichen, eindrucksvollen Kruzifix in Form eines Y im Innenraum. Deutsche Pilger sollen es den ganzen Weg bis hierher auf den Schultern getragen haben. Nur das Portal ist von dem ursprünglich romanischen Gotteshaus, mit dessen Bau man bereits im 12. Jahrhundert begonnen hatte, noch übrig geblieben. Viele Jahrhunderte hat man an der Santiago-Kirche im Zentrum von Puente la Reina gebaut. Viele Stilrichtungen mischen sich miteinander. Für die Pilger ist sie ein besonderer Anziehungspunkt. Hier finden sie die aus dem 14. Jahrhundert stammende Holzfigur des heiligen Santiago Peregrino, Schutzpatron der Jakobspilger. Gegenwart und Geschichte begegnen sich eindrucksvoll auf dem Alto del Perdón. 80% des Stroms in Navarra liefern erneuerbare Energien. Die Pilger, die mühsam den Übergang des Jakobswegs über die Sierra del Perdón erklommen haben, sind eher interessiert an einer Rast im Schutze des steinernen Schreins der Statue von Nuestra Señora del Perdón. Die navarrische Wasserkraft- und Windanlagengesellschaft hat die Skulptur auf dem Höhenzug über Pamplona gestiftet. Die eisernen Pilger wandern unter dem romantischen Motto, wo sich der Sternenweg mit dem Weg des Windes kreuzt.
Pamplona war durch Jahrhunderte hindurch eine der Hauptstationen auf dem Jakobsweg. Den Pilger, der heute aus der Einsamkeit der Pyrenäen und der weitläufigen Zona Media in die Stadt kommt, überrollt der hektische Alltag der Stadt. 200.000 Menschen leben hier, fast die Hälfte der Einwohner Navarras. Die Stadt hat am Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre kräftig partizipiert. Sie ist Banken- und Verwaltungszentrum. 3 Universitäten gibt es hier. Pamplona hat mehr Parks und Grünflächen als die meisten anderen spanischen Städte. Anlagen wie der Taconera Park sind gern genutzte Spielwiesen, Naherholungsgebiete mitten in der Stadt. Bekannt in aller Welt aber ist Pamplona vor allem durch die Festtage zu Ehren seines Schutzpatrons San Fermín und dem damit verbundenen Encierro, dem Stierlauf. Vom 7. bis 14. Juli werden Stiere durch die Stadt zur Arena getrieben. Ein Spektakel, das vor allem durch Ernest Hemingways Roman Fiesta berühmt wurde. Aus aller Welt kommen die Stierläufer, unbeeindruckt von den Toten und Verletzten, die es immer wieder gibt. Joaquín Tuasti ist 45 Jahre alt, Judo-Lehrer und Sportunternehmer. Er gehört zu den berühmtesten Stierläufern Navarras und lässt kaum einen Encierro aus. Er stürzte, brach sich die Knochen und wurde aufgespießt. Trotzdem macht er weiter. Was bringt einen Menschen dazu, sich wilden Stieren vor die Hörner zu werfen? Ich bin aus Pamplona und für die jungen Leute hier ist es einfach Tradition. Naja, mehr oder weniger probieren doch alle Kinder irgendwas aus. Für mich war es einfach so, ich habe mich da hineingeworfen, es war der Kick und ich musste es einfach jedes Jahr wieder machen. Es gibt eine ganze Reihe von konkreten Regeln. Die goldenen Regeln aber sind, immer vorne weglaufen, niemals den Stier berühren und schon gar nicht umkehren. Das sind wilde Stiere und jeder weiß, wie gefährlich es ist, von einem Stier auf die Hörner genommen zu werden. Und der Stierlauf ist eben besonders riskant. Aber es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bin kein Bergsteiger, aber ich stelle mir vor, dass es das gleiche Gefühl ist, das ein Bergsteiger hat, wenn er einen 8000er bezwingt. Internationale Tierschutzorganisationen protestieren erbittert gegen das Stiertreiben. Ihre Forderung Kultur statt Tortur hatte bislang wenig Erfolg. Zu normalen Jahreszeiten fließt das Leben ruhig in den Gassen der Altstadt. Auf dem Plaza de Castillo, der Nahtstelle zwischen Neu- und Altstadt, sind die Einheimischen in der Überzahl. Lediglich das Café Iruña hat das ganze Jahr über Konjunktur. Es ist der Treffpunkt für die Hemingway-Leser aus aller Welt, die hier an authentischem Ort auf Spurensuche gehen. Zum größten Teil sind es Amerikaner, die meist in ganzen Gruppen wie zu einer Wallfahrt angereist kommen, um einmal wie der alte Meister das Pamplona-Feeling von der Terrasse seines Lieblingscafés aus zu erleben. Dentro de la obra literaria de Ernest Hemingway siempre hay un primer libro, una primera novela, y en este caso es la novela Fiesta. Hemingways erster großer Roman ist Fiesta. Geschrieben hat er ihn 1926. Das Ambiente des San Fermín-Festes spielt darin eine große Rolle, ebenso wie das Pamplona jener Zeit. Einige Szenen spielen direkt hier in diesem Café, dem Café Iruña, jetzt dem Café Hemingway. Hierher kam er zwischen 1923 und 1959 immer wieder zurück. Hier traf er sich mit seinen Freunden aus der Stierkampfszene, trank seinen kleinen Cognac. Gewohnt hat Hemingway meist im Hotel La Perla in Zimmer 217. Sein Apartment ist fast immer ausgebucht. Die unzähligen kleinen Bars und Cafés in den engen Gassen der Altstadt sind bei den Studenten besonders beliebt. In Restspanien heißen die kleinen Appetithäppchen, die es zum Wein oder Bier gibt, Tapas. In Navarra sind es die Pinchos. Nur sind die in der Regel um einiges größer und wahre Kunstwerke, sowohl kulinarisch, aber noch mehr, wenn es um die Gestaltung der Leckerbissen geht.
Wir wollen, dass es nicht einfach nur was zu essen ist, sondern was Hübsches, etwas Außergewöhnliches, ein Kunstwerk. Es gibt hier die Woche der Pinchos. Das ist eine Art Wettkampf der Bars, bei dem jede versucht, die andere an Kreativität zu übertreffen. Bei diesen Pinchos-Wettbewerben hat die Kaffeebar Gaucho schon eine Menge Preise gewonnen. Spätsommer und Herbst sind in der Zona Media die Zeiten der Fiestas. Es gibt keinen Ort, und sei er noch so klein, bei dem nicht ein Stierlauf auf dem Festprogramm steht. Wie in Artajona sind es allerdings keine 500 Kilo Kampfstiere, sondern es sind Kühe, wilde Kühe, die die Amateurstierkämpfer in die Schranken verweisen. Eine wilde Kuh aus der sicheren Entfernung zu reizen, ist eine Sache. Ihrem wilden Angriff dann aber auch mannhaft gegenüberzutreten, das ist nicht ganz ungefährlich. Am Ende schickt man einen Ochsen in die Gasse, damit sich die wütende Kuh wieder beruhigt. Und beide sind froh, dieser Veranstaltung den Rücken kehren zu dürfen. Auch bei der Corrida in der kleinen Arena unterhalb der San Pedro-Kirche aus dem 13. Jahrhundert bleibt es unblutig. Der Stier scheint nicht so richtig bei der Sache zu sein. Vielleicht langweilt ihn auch das Rumgerenne und er scheint etwas ratlos zu sein, was er denn hier zu tun habe. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er so gar keine Lust hat mitzuspielen. Fiesta hin oder her. Freude auszudrücken findet viele Wege. Für den unbedarften Laien ist die Melodie einer Jota zunächst einmal recht gewöhnungsbedürftig. José Ugarte, genannt Puchero, ist einer der besten und bekanntesten Jota-Sänger in Navarra. Ein begehrter Akteur, ohne dessen Sangeskunst eine richtige Fiesta eigentlich gar nicht stattfinden kann. Eine Jota ist ein Lied, das die Menschen bei Festen, Versammlungen oder wenn sich die Familien treffen, singen. Ursprünglich wurde es gesungen, wenn die Leute vom Feld kamen, nach der Arbeit, über die Liebe oder zu Ehren der Mutter oder des Vaters. In Andalusien singt man den Flamenco. In Navarra ist das Typischste die Jota. Natürlich dürfen auch die sehnsuchtsvollen, romantischen Lieder nicht fehlen. Und geehrt werden nicht nur die Eltern, sondern auch honorige Gäste, wie in diesem Fall die Bürgermeisterin von Pamplona. In dem Lied geht es zwar um die Liebe, aber immerhin hat das besungene Mädchen den gleichen Vornamen wie die Bürgermeisterin, nämlich Yolanda.
Fiesta in Olite. Seit 1276 hat die Kleinstadt im geografischen Zentrum Navarras das Recht, einmal im Jahr Jahrmarkt zu feiern. Zum Klang der Zistu, der typisch baskischen Flöte und der Tamboril-Handtrommeln hält der Hofstaat der Giganten Einzug. Die über 4 Meter hohen Figuren aus Pappmaché wiegen etwa 60 Kilogramm. Und für die Träger ist es nicht einfach, den majestätischen Gang zu wahren. Begleitet werden die Könige von den Dickköpfen, deren Kleidung sie als die Würdenträger des Hofstaates ausweist. Die Figuren haben keinen Bezug zur aktuellen Monarchie. Die Riesenkönige haben eine Tradition, die Jahrhunderte alt ist. Mitten unter den Festgästen finden wir Javier Adó, der uns durch den mittelalterlichen Palast von Carlos III., dem Edlen, begleitet. Die Burg war sein bevorzugter Wohnsitz und Zentrum des höfischen Lebens. 1813 wurde der Palast durch einen Brand zerstört und erst 1937 wieder aufgebaut. Er ist Nationaldenkmal von Navarra. Über die Gründung des Palastes weiß Javier eine romantische Geschichte zu erzählen. Man sagt, dass dieser Palast der Liebe wegen erbaut wurde. Carlos III. Von Navarra heiratete Leonora von Trastamara aus dem Königreich Kastilien. Es scheint so gewesen zu sein, dass Donna Leonora nach der Heirat nicht glücklich war. Jedenfalls kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Es war dann wohl so, dass Carlos III., um ihre Liebe wiederzugewinnen, begann, ihr den königlichen Palast von Olite zu bauen. Es hat im Palast eine große Anzahl von exotischen Bäumen gegeben, wie Orangen- und Zitronenbäume, Jasmin oder auch Maulbeerbäume, so wie dieser hier. Der ist sicher 300 Jahre alt, aber sie können bis zu 600 Jahre alt werden. Für die Bewässerung all der Gärten mit Bäumen und Pflanzen gab es ein sehr modernes Bewässerungssystem, für dessen Konstruktion Ingenieure aus Nordeuropa, aus Deutschland geholt wurden. Leonora war begeistert von ihrem wunderschönen hängenden Garten, der so heißt, weil er in einigen Metern Höhe auf den Gewölbebögen angelegt ist. Von den Zinnen der Burg hat man einen weiten Überblick über die Zona Media, ein altes Kulturland, in dem schon immer Getreide, Wein und Oliven angebaut wurden. Die Olivenbäume wachsen auf steinigem, kalkhaltigem Boden. Die Winter sind sehr kalt und die Sommer sehr heiß. 16.000 Arbequina-Bäume gehören zu einer Plantage im Keyes-Tal, einem Nebenfluss des Ebro. Ein ökologischer Anbau, bei dem auf Pestizide und jegliche Chemie verzichtet wird. Genau das richtige Klima, und es ist die beste Olivenbaumsorte der Welt, meint Alfredo Barral, Eigentümer der Hacienda. So kurz vor der Ernte prüft er Tag für Tag seine Oliven auf die Reife. Die richtige Pflege ist wichtig und die Ernte muss zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt erfolgen. Oliven werden von Hand geerntet und es darf zwischen dem Einsammeln und dem Beginn des Verarbeitungsprozesses so wenig Zeit wie möglich vergehen. Das hier ist ein Öl aus der letzten Ernte. Die Ölverkostung ist ganz ähnlich wie beim Wein. Es geht darum, die charakteristischen Aromen und Geschmacksnoten dieses Öls herauszufinden. Man riecht daran, um den charakteristischen Fruchtgeruch zu bestimmen. Dann muss man es in den Mund nehmen. Die süßen Geschmacksnoten nimmt man mit der Zunge wahr. Bittere Noten bemerkt man mit den Papillen und in der Kehle verspürt man dann ein Kribbeln. Der Herbst ist die Zeit, in der die Schafe zusammengetrieben werden und ihre lange Wanderung zu den Winterweiden in den Bardenas Reales antreten.
Der Herbst ist auch die Zeit, in der in den beiden großen Weinanbaugebieten des Landes die Traubenernte beginnt. Es ist ein Nebeneinander der zwei Herkunftsweine Navarra und Rioja, die sich mittlerweile weltweit einen Namen gemacht haben. Dabei sind es nicht nur die Rebsorten Garnacha und Tempranillo, die angebaut werden. Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay werden kultiviert. Viele kleine und mittlere Betriebe produzieren heute moderne Weine, die weit über die Grenzen Navarras hinaus Anerkennung finden. In Calcanta liegt das Stammhaus der Familie Güelbensu, einer der traditionsreichen Familien, die in Navarra Wein anbauen. In Fässern aus französischer Eiche wartet der Wein auf seine Reife. 150 Jahre Erfahrung stecken in diesem Betrieb. Auf die Goldmedaille, mit der ihr Wein auf der Weltausstellung 1888 in Barcelona geehrt wurde, sind die Güelbensus besonders stolz. Inés gehört zur 5. Generation der Familie, die sich dem Wein verschrieben hat. Sie liebt die stilvolle Degustation ihrer Weine, den direkten Kontakt mit den Kunden in den Räumen der alten Kellerei. Der Ebro ist die Lebensader Navarras. Er hat die fruchtbaren Auenlandschaften der Ribera angeschwemmt, die bereits von den Mauren landwirtschaftlich genutzt wurden. Heute sind die weiten Felder der Gemüsegarten Navarras, dessen Produkte selbst über die Grenzen Spaniens hinaus berühmt sind. Spargel, Artischocken, Mangold, Rucola. Es gibt hier alles, selbst schwarze Tomaten werden gezogen. Hier haben wir eine Tomatenart aus unserem Sortiment, die schwarze Tomate heißt und sehr gut schmeckt. Sehr, sehr gut sogar. Damit sie diesen außergewöhnlich guten Geschmack hat, muss sie allerdings reif sein, sonst ist das nicht das Gleiche. Sie ist nicht leicht zu verkaufen, weil sie Streifen hat und hässlich ist. Sie wirbt nicht gerade für sich, aber der Geschmack ist spitzenmäßig. Das Trendrestaurant El und Ele ist auf Gemüsegerichte spezialisiert. Schwarze Tomaten gehören selbstverständlich dazu. Lola Gil hat bei einem Spitzenkoch gelernt. Sie liebt es, auf natürliche Art zu kochen. Sie verzichtet auf Geschmacksverstärker, vertraut auf verschiedene Olivenöle. Hier gibt es keinen Menestre de Verduros, einen einfachen Gemüseteller. Auf den Tisch kommen raffinierte Gerichte wie Mangoldsalat mit Thunfischscheibchen, geschmorte Zwiebeln am Weißwein oder ein bunter Gemüsecocktail. Mit seiner ausgefallenen Speisekarte und dem modernen Ambiente trifft das El und Ele vor allem den Geschmack der jugendlichen Gäste. Das Restaurant liegt in einer der engen, verwinkelten Gassen mitten in der Altstadt von Tudela, einer Stadt, die bereits im Jahr 802 von Mauren gegründet wurde. Noch immer findet man Spuren der Araber, Juden und Christen, die hier mehr als 400 Jahre lang friedlich miteinander lebten. Szenen aus dem jüngsten Gericht zeigt das Hauptportal der Kathedrale von Tudela. Sie wurde im 12. Jahrhundert, nachdem König Alfons der Kämpfer die Stadt von den Mauren zurückerobert hatte, auf den Grundmauern der ehemaligen Hauptmoschee errichtet. Die Kirche wurde 1884 zum Nationaldenkmal erklärt. Trotz aller Kunstschätze, die sie aufzuweisen hat, ist sie so etwas wie die große Unbekannte unter den spanischen Kathedralen. Die zentralen Plätze der kleinen Städte Navarras sehen einander ziemlich ähnlich. Das kommt nicht von ungefähr. Als Vorbild diente allen der typische Plaza Mayor aus dem 17. Jahrhundert. Auch in ihrer Funktion sind sie gleich.
Hier trifft man sich in einem der Cafés, spricht über Gott und die Welt, genießt den Tag. Die Fliesenbilder erzählen Geschichten aus der Zeit, als der Plaza de los Fueros noch als Stierkampfarena diente. Tudela ist die Hauptstadt der Ribera, des fruchtbaren Landes am Ufer des Ebro. Tudela ist aber auch das Tor zu einer Region, die einen ganz anderen Charakter hat. Kaum 70 Kilometer von den Gipfeln der Pyrenäen entfernt beginnt das Reich der Bardenas Reales. Über Millionen von Jahren haben Wind und Wasser aus Kalk und Lehm eine einzigartige Landschaft geformt. Verkehr freigegeben sind. Von Tudela aus werden Tagesexpeditionen mit Allradfahrzeugen und ortskundigen Führern angeboten. Der Naturpark ist ein nicht ganz ungefährliches Dorado für Wanderer und Radfahrer auf der Suche nach dem Wüstenabenteuer. Für die Schafe war es eine weite Wanderung von den grünen Sommerweiden in den Pyrenäen hierher in das warme Klima der Bardenas. Tausende von Tieren versammeln sich hier. Sie werden in der weiten Steppenlandschaft den Winter verbringen. Es ist gut, wachsam zu sein, denn es leben auch Raubtiere, Füchse, Wildkatzen, Adler und Geier im Park. Zum Schutz des Biosphärenraums gelten strenge Vorschriften. Besucher, Wanderer, Radfahrer müssen vor Sonnenuntergang den Park wieder verlassen haben. Die Felsspitze des Cabezo de Castil de Tierra wacht über diese skurrile Laune der Natur, mitten im grünen Spanien zwischen Ebro und den Pyrenäen. Weit entfernt von den sonnenverbrannten Stränden am Mittelmeer gibt es ein anderes Spanien mit einem ebenso eigenen, unverwechselbaren Charakter. Navarra ist eine autonome Gemeinschaft und spanische Provinz. Hauptstadt ist Pamplona.
Autonom heißt, es gibt historisch gewachsene Privilegien, sie heißen Fueros, die von der spanischen Verfassung anerkannt werden. Navarra ist etwa 4-mal so groß wie Luxemburg. Von den Pyrenäen bis zum Ebrotal sind es zwar nur 150 Kilometer, es gibt darin aber 3 Zonen mit recht unterschiedlichem Klima. Im Bastantal liegen die Orte geschützt durch die sanften Hügel der westlichen Pyrenäen. Durch ihre exponierte Lage unmittelbar an der Grenze zu den nördlichen Nachbarn waren die Bewohner schon immer die Vorposten in den zahllosen Auseinandersetzungen. Amaiur ist das älteste Dorf in der Region. Die schmucken Häuser reden nicht nur von einem gewissen Wohlstand, sondern zeugen auch von dem Stolz der Menschen. Der war bisweilen so groß, dass sie sich selbst in den Adelsstand erhoben, ohne sich um die geneigte Zustimmung der Fürsten zu scheren. Noch immer schmücken die Adelswappen die Stammhäuser der Familien. Ihren Reichtum verdienten und verdienen sie sich in der Landwirtschaft. Die Wolken, die von den Pyrenäen aufgefangen werden, liefern dem Bastantal eine Menge Wasser. Und dieses Energiepotenzial wird von den Bewohnern geschickt genutzt. Seit mehr als 300 Jahren gibt es den Getreidespeicher und die Mühle von Amaiur Maya. Sie ist bis heute in Betrieb. Mais und Korn wurde früher von 30 Familien aus der Umgebung zur Weiterverarbeitung angeliefert. An der Renovierung vor ein paar Jahren beteiligten sich private Investoren und zu 70% die autonome Gemeinschaft Navarra, die ihre Beteiligung an Bedingungen knüpfte. Die Mühle soll weiterhin ihrer Aufgabe nachkommen, heißt, jeder darf hier sein Getreide wie bisher mahlen lassen. Dazu kommt, als Casa Rural öffnet sich die Mühle für Gäste. Ein Programm, das in Navarra den alten Baubestand sichern und zugleich die touristische Infrastruktur verbessern soll. Denn auf den Tourismus setzt Navarra große Hoffnungen. Tourismus mit Augenmaß, nachhaltig. Der Schutz der Natur und der gewachsenen Strukturen hat erste Priorität. Fehler, wie sie in den Küstenregionen begangen wurden, will man hier im Norden vermeiden. Santiago Oteza ist Rentner. Sein Hobby ist das Schnitzen von Dingen, die früher in jedem Haushalt verwendet wurden. El peico se usaba para ordeñar las vacas. So eine Schüssel hat man früher zum Melken der Kühe benutzt. Aber auch die Milch hat man darin gekocht. Dazu wurden Steine in einem Ofen erhitzt und die sind dann in die Milch gelegt worden, bis sie heiß war. Für das Melken der Kühe und besonders für den Milchstrahl war diese Form ideal. Man hatte einen kleinen Schemel, ging auf die Knie und das hat dann genau gepasst. Inzwischen werden diese Holzgefäße aus hygienischen Gründen nicht mehr benutzt. Es sind Geschenke und manchmal kommen Touristen und kaufen sie als Souvenir. Navarras größter Schatz ist die intakte Natur. Fast die Hälfte des Landes steht in irgendeiner Weise unter Naturschutz. Es gibt Naturparks, Naturschutzgebiete, Reservate. Die Pyrenäenregion spielt dabei eine besondere Rolle. Über 250 Vogelarten leben hier das ganze Jahr über. Für viele Zugvögel ist dies ein Rastplatz auf ihrer Route zu den Sommer- oder Winterquartieren. Für bedrohte Arten gibt es Schutzprogramme, damit die Populationen wieder heranwachsen können. Miquel Barberena ist Metzger in Garralda. Der kleine Ort liegt im Aizcoatal, im Nordosten Navarras. Seit fast 4 Jahren kommt Miquel regelmäßig 1- bis 2-mal in der Woche zu dem abgesperrten Futterplatz,
verteilt Fleischabfälle und Knochen möglichst gleichmäßig auf dem kleinen Plateau mitten im Wald. Der Tisch für die ungewöhnlichen Gäste ist gedeckt. Seit 2003 ist es den Bauern in der EU verboten, totes Vieh auf der Weide einfach liegen zu lassen. Die Angst vor Seuchen wie dem Rinderwahnsinn hat den Geiern einen großen Teil ihrer Nahrungsgrundlage entzogen. Mit der Fütterung sollen auch Übergriffe der hungrigen Aasfresser auf Schafe und Rinder auf den Bergweiden verhindert werden. So, ich habe mich da hineingeworfen. Es war der Kick und ich musste es einfach jedes Jahr wieder machen. Es gibt eine ganze Reihe von konkreten Regeln. Die goldenen Regeln aber sind, immer vorne weglaufen, niemals den Stier berühren und schon gar nicht umkehren. Das sind wilde Stiere und jeder weiß, wie gefährlich es ist, von einem Stier auf die Hörner genommen zu werden. Und der Stierlauf ist eben besonders riskant. Aber es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bin kein Bergsteiger, aber ich stelle mir vor, dass es das gleiche Gefühl ist, das ein Bergsteiger hat, wenn er einen 8000er bezwingt. Internationale Tierschutzorganisationen protestieren erbittert gegen das Stiertreiben. Ihre Forderung Kultur statt Tortur hatte bislang wenig Erfolg. Zu normalen Jahreszeiten fließt das Leben ruhig in den Gassen der Altstadt. Auf dem Plaza de Castillo, der Nahtstelle zwischen Neu- und Altstadt, sind die Einheimischen in der Überzahl. Lediglich das Café Iruña hat das ganze Jahr über Konjunktur. Es ist der Treffpunkt für die Hemingway-Leser aus aller Welt, die hier an authentischem Ort auf Spurensuche gehen. Zum größten Teil sind es Amerikaner, die meist in ganzen Gruppen wie zu einer Wallfahrt angereist kommen, um einmal wie der alte Meister das Pamplona-Feeling von der Terrasse seines Lieblingscafés aus zu erleben. Dentro de la obra literaria de Ernest Hemingway siempre hay un primer libro, una primera novela, y en este caso es la novela Fiesta. Hemingways erster großer Roman ist Fiesta. Geschrieben hat er ihn 1926. Das Ambiente des San Fermin-Festes spielt darin eine große Rolle, ebenso wie das Pamplona jener Zeit. Einige Szenen spielen direkt hier in diesem Café, dem Café Iruña, jetzt dem Café Hemingway. Hierher kam er zwischen 1923 und 1959 immer wieder zurück. Hier traf er sich mit seinen Freunden aus der Stierkampfszene, trank seinen kleinen Cognac. Gewohnt hat Hemingway meist im Hotel La Perla in Zimmer 217. Sein Apartment ist fast immer ausgebucht. Die unzähligen kleinen Bars und Cafés in den engen Gassen der Altstadt sind bei den Studenten besonders beliebt. In Restspanien heißen die kleinen Appetithäppchen, die es zum Wein oder Bier gibt, Tapas. In Navarra sind es die Pinchos. Nur sind die in der Regel um einiges größer und wahre Kunstwerke, sowohl kulinarisch, aber noch mehr, wenn es um die Gestaltung der Leckerbissen geht. Wir wollen, dass es nicht einfach nur was zu essen ist, sondern was Hübsches, etwas Außergewöhnliches, ein Kunstwerk. Es gibt hier die Woche der Pinchos. Das ist eine Art Wettkampf der Bars, bei dem jede versucht, die andere an Kreativität zu übertreffen. Bei diesen Pinchos-Wettbewerben hat die Café-Bar Gaucho schon eine Menge Preise gewonnen. Spätsommer und Herbst sind in der Zona Media die Zeiten der Fiestas. Es gibt keinen Ort, und sei er noch so klein, bei dem nicht ein Stierlauf auf dem Festprogramm steht. Wie in Artajona sind es allerdings keine 500 Kilo Kampfstiere, sondern es sind Kühe, wilde Kühe, die die Amateurstierkämpfer in die Schranken verweisen. Eine wilde Kuh aus der sicheren Entfernung zu reizen, ist eine Sache.
Ihrem wilden Angriff dann aber auch mannhaft gegenüberzutreten, das ist nicht ganz ungefährlich. Am Ende schickt man einen Ochsen in die Gasse, damit sich die wütende Kuh wieder beruhigt. Und beide sind froh, dieser Veranstaltung den Rücken kehren zu dürfen. Auch bei der Corrida in der kleinen Arena unterhalb der San Pedro-Kirche aus dem 13. Jahrhundert bleibt es unblutig. Der Stier scheint nicht so richtig bei der Sache zu sein. Vielleicht langweilt ihn auch das Rumgerenne und er scheint etwas ratlos zu sein, was er denn hier zu tun habe. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er so gar keine Lust hat mitzuspielen. Fiesta hin oder her. Freude auszudrücken findet viele Wege. Für den unbedarften Laien ist die Melodie einer Jota zunächst einmal recht gewöhnungsbedürftig. José Ugarte, genannt Puchero, ist einer der besten und bekanntesten Jota-Sänger in Navarra. Ein begehrter Akteur, ohne dessen Sangeskunst eine richtige Fiesta eigentlich gar nicht stattfinden kann. Eine Jota ist ein Lied, das die Menschen bei Festen, Versammlungen oder wenn sich die Familien treffen, singen. Ursprünglich wurde es gesungen, wenn die Leute vom Feld kamen, nach der Arbeit, über die Liebe oder zu Ehren der Mutter oder des Vaters. In Andalusien singt man den Flamenco. In Navarra ist das Typischste die Jota. Natürlich dürfen auch die sehnsuchtsvollen, romantischen Lieder nicht fehlen. Und geehrt werden nicht nur die Eltern, sondern auch honorige Gäste, wie in diesem Fall die Bürgermeisterin von Pamplona. In dem Lied geht es zwar um die Liebe, aber immerhin hat das besungene Mädchen den gleichen Vornamen wie die Bürgermeisterin, nämlich Yolanda. Fiesta in Olite. Seit 1276 hat die Kleinstadt im geografischen Zentrum Navarras das Recht, einmal im Jahr Jahrmarkt zu feiern. Zum Klang der Zistu, der typisch baskischen Flöte und der Tamboril-Handtrommeln hält der Hofstaat der Giganten Einzug. Die über 4 Meter hohen Figuren aus Pappmaché wiegen etwa 60 Kilogramm. Und für die Träger ist es nicht einfach, den majestätischen Gang zu wahren. Begleitet werden die Könige von den Dickköpfen, deren Kleidung sie als die Würdenträger des Hofstaates ausweist.
Die Figuren haben keinen Bezug zur aktuellen Monarchie. Die Riesenkönige haben eine Tradition, die Jahrhunderte alt ist. Mitten unter den Festgästen finden wir Javier Adó, der uns durch den mittelalterlichen Palast von Carlos III., dem Edlen, begleitet. Die Burg war sein bevorzugter Wohnsitz und Zentrum des höfischen Lebens. 1813 wurde der Palast durch einen Brand zerstört und erst 1937 wieder aufgebaut. Er ist Nationaldenkmal von Navarra. Über die Gründung des Palastes weiß Javier eine romantische Geschichte zu erzählen. Man sagt, dass dieser Palast der Liebe wegen erbaut wurde. Carlos III. Von Navarra heiratete Leonora von Trastamara aus dem Königreich Kastilien. Es scheint so gewesen zu sein, dass Donna Leonora nach der Heirat nicht glücklich war. Jedenfalls kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Es war dann wohl so, dass Carlos III., um ihre Liebe wiederzugewinnen, begann, ihr den königlichen Palast von Olite zu bauen. Es hat im Palast eine große Anzahl von exotischen Bäumen gegeben, wie Orangen- und Zitronenbäume, Jasmin oder auch Maulbeerbäume, so wie dieser hier. Der ist sicher 300 Jahre alt, aber sie können bis zu 600 Jahre alt werden. Für die Bewässerung all der Gärten mit Bäumen und Pflanzen gab es ein sehr modernes Bewässerungssystem, für dessen Konstruktion Ingenieure aus Nordeuropa, aus Deutschland geholt wurden. Leonora war begeistert von ihrem wunderschönen hängenden Garten, der so heißt, weil er in einigen Metern Höhe auf den Gewölbebögen angelegt ist. Von den Zinnen der Burg hat man einen weiten Überblick über die Zona Media, ein altes Kulturland, in dem schon immer Getreide, Wein und Oliven angebaut wurden. Die Olivenbäume wachsen auf steinigem, kalkhaltigem Boden. Die Winter sind sehr kalt und die Sommer sehr heiß. 16.000 Arbequina-Bäume gehören zu einer Plantage im Keyes-Tal, einem Nebenfluss des Ebro. Ein ökologischer Anbau, bei dem auf Pestizide und jegliche Chemie verzichtet wird. Genau das richtige Klima, und es ist die beste Olivenbaumsorte der Welt, meint Alfredo Barral, Eigentümer der Hacienda. So kurz vor der Ernte prüft er Tag für Tag seine Oliven auf die Reife. Die richtige Pflege ist wichtig und die Ernte muss zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt erfolgen. Oliven werden von Hand geerntet und es darf zwischen dem Einsammeln und dem Beginn des Verarbeitungsprozesses so wenig Zeit wie möglich vergehen. Das hier ist ein Öl aus der letzten Ernte. Die Ölverkostung ist ganz ähnlich wie beim Wein. Es geht darum, die charakteristischen Aromen und Geschmacksnoten dieses Öls herauszufinden. Man riecht daran, um den charakteristischen Fruchtgeruch zu bestimmen. Dann muss man es in den Mund nehmen. Die süßen Geschmacksnoten nimmt man mit der Zunge wahr. Bittere Noten bemerkt man mit den Papillen und in der Kehle verspürt man dann ein Kribbeln. Der Herbst ist die Zeit, in der die Schafe zusammengetrieben werden und ihre lange Wanderung zu den Winterweiden in den Bardenas Reales antreten. Der Herbst ist auch die Zeit, in der in den beiden großen Weinanbaugebieten des Landes die Traubenernte beginnt. Es ist ein Nebeneinander der zwei Herkunftsweine Navarra und Rioja, die sich mittlerweile weltweit einen Namen gemacht haben. Dabei sind es nicht nur die Rebsorten Garnacha und Tempranillo, die angebaut werden. Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay werden kultiviert. Viele kleine und mittlere Betriebe produzieren heute moderne Weine, die weit über die Grenzen Navarras hinaus Anerkennung finden. In Calcanta liegt das Stammhaus der Familie Güelbenzu, einer der traditionsreichen Familien, die in Navarra Wein anbauen. In Fässern aus französischer Eiche wartet der Wein auf seine Reife. 150 Jahre Erfahrung stecken in diesem Betrieb. Auf die Goldmedaille, mit der ihr Wein auf der Weltausstellung 1888 in Barcelona geehrt wurde,
sind die Güelbensus besonders stolz. Inés gehört zur 5. Generation der Familie, die sich dem Wein verschrieben hat. Sie liebt die stilvolle Degustation ihrer Weine, den direkten Kontakt mit den Kunden in den Räumen der alten Kellerei. Der Ebro ist die Lebensader Navarras. Er hat die fruchtbaren Auenlandschaften der Ribera angeschwemmt, die bereits von den Mauren landwirtschaftlich genutzt wurden. Heute sind die weiten Felder der Gemüsegarten Navarras, dessen Produkte selbst über die Grenzen Spaniens, dem flachen Land südöstlich der Hauptstadt Pamplona, liegt das Castillo de Javier. An der Grenze zwischen Navarra und Aragon war es eine wichtige Verteidigungsanlage. Sie wurde im 16. Jahrhundert zerstört und erst 1952 wieder aufgebaut. Die Basilika neben der Burg stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde zu Ehren von San Francisco Javier, dem Nationalheiligen von Navarra, errichtet. Javier war ein Mann mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Zusammen mit Ignatius von Loyola ist er Mitbegründer der Gesellschaft Jesu. Als Priester bereiste er im 16. Jahrhundert Südostasien. Er missionierte in Goa, Südindien, auf den Inseln des malaiischen Archipels und in Japan. Er starb auf einer Reise nach China an einer Lungenentzündung. Dem heiligen Javier wird die Rettung Navarras aus einer Cholera-Epidemie Ende des 19. Jahrhunderts zugeschrieben. An den ersten beiden Märzwochenenden ist das Castillo Ziel zweier Wallfahrten, an der Tausende von Pilgern, getrennt nach Frauen und Männern, teilnehmen. Das Castillo de Javier ist eine Station auf dem aragonischen Zweig des Jakobswegs. Nicht weit von Puente la Reina liegt frei im Feld eine kleine, geheimnisvolle romanische Kirche, Santa Maria de Eunate. Es gibt verschiedene Vermutungen, wozu sie gedient haben mochte. Sie sei Friedhofs- und Hospizkirche für die Pilger gewesen oder von den Templern als Heiliggrabkirche genutzt worden. Für Esoteriker ist sie einer der Kraftorte dieser Erde, wie zum Beispiel das Taj Mahal oder Notre-Dame de Paris. Für andere ist sie einfach nur der Hintergrund für ein Erinnerungsfoto auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela. Die Aktion Jakobsweg hat sich zu einem guten Geschäft entwickelt. Waren es im Jahr 2000 noch 55.000 Pilger, so zählte man 2008 schon über 125.000 Wanderer, die nach Santiago de Compostela unterwegs waren. Jag kommer från Sverige och har 5 veckor på mig för att nå Santiago de Compostela. Ik loop hier nu sinds een week of 4 en ik woon in Holland. Ich komme aus Kölsch-Büllesbach. Ich habe mir 6,5 Wochen Zeit genommen, um diesen Weg zu gehen. Ich hoffe, ich schaffe es. Eine internationale Truppe, die sich nicht unbedingt nur besinnlich auf Wallfahrt begibt. Der aragonesische Weg und die Route, die von Roncesvalles kommt, treffen in Puente la Reina zusammen. Seit fast 1000 Jahren überqueren die Pilger den Rio Arga über die Römerbrücke. Die Rua Mayor erfreut sich nur am Nachmittag einer geradezu beschaulichen Ruhe. Vormittags und abends drängen sich Pilger und Einheimische in der engen Schlucht zwischen den historischen Adels- und Bürgerhäusern. Im Mittelalter war Puente la Reina ein bedeutendes Handelszentrum. Bis Anfang des 14. Jahrhunderts war die Stadt im Besitz des Templerordens. Aus dieser Zeit stammt auch die Klosterkirche Iglesia del Crucifijo mit einem ungewöhnlichen, eindrucksvollen Kruzifix in Form eines Y im Innenraum. Deutsche Pilger sollen es den ganzen Weg bis hierher auf den Schultern getragen haben. Nur das Portal ist von dem ursprünglich romanischen Gotteshaus, mit dessen Bau man bereits im 12. Jahrhundert begonnen hatte, noch übrig geblieben. Viele Jahrhunderte hat man an der Santiago-Kirche im Zentrum von Puente la Reina gebaut.
Viele Stilrichtungen mischen sich miteinander. Für die Pilger ist sie ein besonderer Anziehungspunkt. Hier finden Sie die aus dem 14. Jahrhundert stammende Holzfigur des heiligen Santiago Peregrino, Schutzpatron der Jakobspilger. Gegenwart und Geschichte begegnen sich eindrucksvoll auf dem Alto del Perdón. 80% des Stroms in Navarra liefern erneuerbare Energien. Die Pilger, die mühsam den Übergang des Jakobswegs über die Sierra del Perdón erklommen haben, sind eher interessiert an einer Rast im Schutze des steinernen Schreins der Statue von Nuestra Señora del Perdón. Die navarrische Wasserkraft- und Windanlagengesellschaft hat die Skulptur auf dem Höhenzug über Pamplona gestiftet. Die eisernen Pilger wandern unter dem romantischen Motto: Wo sich der Sternenweg mit dem Weg des Windes kreuzt. Pamplona war durch Jahrhunderte hindurch eine der Hauptstationen auf dem Jakobsweg. Den Pilger, der heute aus der Einsamkeit der Pyrenäen und der weitläufigen Zona Media in die Stadt kommt, überrollt der hektische Alltag der Stadt. 200.000 Menschen leben hier, fast die Hälfte der Einwohner Navarras. Die Stadt hat am Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre kräftig partizipiert. Sie ist Banken- und Verwaltungszentrum. 3 Universitäten gibt es hier. Pamplona hat mehr Parks und Grünflächen als die meisten anderen spanischen Städte. Anlagen wie der Taconera Park sind gern genutzte Spielwiesen, Naherholungsgebiete mitten in der Stadt. Bekannt in aller Welt aber ist Pamplona vor allem durch die Festtage zu Ehren seines Schutzpatrons San Fermín und den damit verbundenen Encierro, dem Stierlauf. Vom 7. bis 14. Juli werden Stiere durch die Stadt zur Arena getrieben. Ein Spektakel, das vor allem durch Ernest Hemingways Roman Fiesta berühmt wurde. Aus aller Welt kommen die Stierläufer, unbeeindruckt von den Toten und Verletzten, die es immer wieder gibt. Joaquín Thuasti ist 45 Jahre alt, Judo-Lehrer und Sportunternehmer. Er gehört zu den berühmtesten Stierläufern Navarras und lässt kaum einen Encierro aus. Er stürzte, brach sich die Knochen und wurde aufgespießt. Trotzdem macht er weiter. Was bringt einen Menschen dazu, sich wilden Stieren vor die Hörner zu werfen? Ich bin aus Pamplona und für die jungen Leute hier ist es einfach Tradition. Naja, mehr oder weniger probieren doch alle Kinder irgendwas aus. Für mich war es einfach... Das Aetzcoa-Tal ist eines der schönsten Pyrenäentäler. In den wenigen kleinen Ortschaften haben die Oreos, die Getreidespeicher, die Jahrhunderte überdauert. Mais und Korn waren knapp und mussten daher besonders geschützt werden. Die Speicher stehen daher in Säulen, auf denen eine überstehende Steinplatte verhindert, dass Nagetiere eindringen können. Die ältesten der Speicher stammen aus dem 14. Jahrhundert. Sie wurden zu Kulturgütern erklärt. Aetzcoa liegt im Irati-Wald und über den gibt es viele Geschichten zu erzählen. Er ist mit 170 Quadratkilometer Fläche, das ist etwa 10-mal so groß wie Helgoland, einer der größten Buchen-Fichten-Mischwälder Europas. Hexen und Nixen leben hier und nicht selten zeigt sich Basachun, der Herr des Waldes. Ein freundlicher Riese, der die Wanderer sicher an ihr Ziel bringt, so erzählen es die Alten. Irati, das ist Natur pur, ein Gebiet zum Wandern, zum Reiten. Nur mit Genehmigung gibt es die Möglichkeit zu einer Allrad-Exkursion. Angel kommt aus Garalda. Er will mehr als seinen Gästen nur die schöne Landschaft zeigen.
Er liebt den Blick hinter die Dinge und weiß viele Geschichten über sein Land zu erzählen. Der Aezkoa-Teil des Waldes war ein Geschenk von Sancho dem Starken im Jahr 1229. Die Bewohner stellten in den vielen Kriegen, die es hier gab, seine Leibwächter. Für ihr tapferes Verhalten schenkte ihnen der König den Wald. Im Laufe der Geschichte hat der Wald dann viele Male den Besitzer gewechselt. Seit 1978 gehört der Wald wieder den Bewohnern des Tales. Sie kümmern sich darum und sie profitieren davon. In Navarra müssen mindestens 20% der Gewinne, die aus dem Wald erzielt werden, wieder im gleichen Wald für Verbesserungen investiert werden, zur Aufforstung und anderen Maßnahmen zu seiner Erhaltung. Der Rest wird unter der Bevölkerung aufgeteilt. In den sanften Hügeln der westlichen Pyrenäen haben im Laufe der Jahrtausende viele Völker ihre Spuren hinterlassen. Dolmen belegen Siedlungen einer Megalithkultur aus der Steinzeit. Kelten, Römer, Westgoten, Franken und Mauren benutzten die relativ niedrigen Pässe. Heute sind die grünen Hänge des 1400 Meter hohen Urkulu oder des 1000 Meter hohen Orgambide die Sommerweidegebiete der Viehherden. Ein Dorado für Schafe, Rinder und Pferde, die bis zum Herbst frei umherstreifen dürfen. Bergwandern ist so etwas wie der Nationalsport in Navarra. Es gibt ein dichtes Wegenetz und viele Angebote. Dennoch bleibt Raum für einsame Wanderungen weit ab vom Lärm auf den Spuren der steinzeitlichen Jäger und Nomaden, von deren Leben die Steinkreise am Wegesrand erzählen. Im Norden, in der französischen Region Aquitanien, liegt Saint-Jean-Pied-de-Port. Dort beginnt die erste Etappe des französischen Jakobswegs, die Passstraße nach Roncesvalles. Es ist ein harter Einstieg für die noch ungeübten Wanderer auf dem Weg nach Santiago de Compostela. 33 Kilometer, fast die gesamte Strecke, geht es richtig heftig bergauf. 900 Meter Höhenunterschied müssen bewältigt werden. Knapp 9 Stunden weist der Wanderführer für die Strecke aus. Nicht selten wird der Weg zu einem wahren Martyrium, das 11 und mehr Stunden andauert. Nur wenige haben so kurz vor dem Abstieg nach Roncesvalles einen Blick für das wunderschöne Bergpanorama übrig. Die Pilger kommen durch das Valle Carlos. Hier soll die Nachhut Karls des Großen auf dem Rückzug aus Spanien am 15. August 778 vernichtend geschlagen worden sein. Und zwar von Einheimischen aus Rache für die Zerstörung von Pamplona und nicht von einem Heer der Mauren, wie das Roland-Lied erzählt. Zieleinlauf in Roncesvalles. In knapp 1000 Metern Höhe wartet endlich die ersehnte Pilgerstation auf die müden Wanderer. Das Refugio ist in dem ehemaligen Hospiz untergebracht. Der Riesenraum ohne Fenster ist die günstigste Art zu übernachten und daher fast immer ausgebucht. Hier gibt es auch den ersten Stempel im Pilgerausweis und für den, der Glück hat, auch noch einen Platz für die Nacht im 100-Betten-Schlafsaal. Nachtruhe ist hier übrigens um 22 Uhr. Besondere Bedeutung bekam Roncesvalles, nachdem in Santiago de Compostela das Grab des heiligen Jakobus entdeckt wurde. Sancho der Starke hat dafür gesorgt, dass hier ein würdiges Kloster entstand. In der Kapelle St. Augustin
steht sein Sarkophag. Sancho soll 2,23 Meter groß gewesen sein. Das Glasfenster zeigt ihn in der Schlacht bei Las Navas de Tolosa, in der es gelang, den maurischen Herrschaftsbereich in Spanien zurückzudrängen. In Navarra gibt es so viele wichtige Kulturdenkmäler, dass die Wahl, welche man besucht, schwerfällt. In der Zona Media Oriental